Grüß euch benannt und einen Sakrischgurten. Jetzt Kasperl. Ja, ich bin auch ein Depp. Komme von der Arbeit heim heute, denke, oh, gibt frisches Mett, stürze mich drauf wie die Fliege auf den Misthaufen und lese nicht den Titel von der ganzen Geschichte. Es war ja erst 1 von 2. Jetzt haben wir hier 2 von 2. Sind nochmal 8 Minuten oben drauf. Das mettle ich jetzt noch kurz runter, bevor ich ins Bett gehe. Das klingt so lustlos. Ich mettle das runter, weil ich richtig Bock drauf habe, bevor ich ins Bett gehe. Wenn ich jetzt nämlich ins Bett gehen würde, würde ich die ganze Zeit denken, oh, ihr könnt jetzt richtig schön matt werden. Ja, ich hab Probleme. Der Kater. Dementsprechend, kann ich sagen, hier, wir schauen bei Rendern und Hochladen gegen Mobbing. Und wir sagen mal, ein Reiner. Wisst ihr, was das für eine Arbeit ist? Mit Rendern, mit Hochladen. Also ganz im Ernst. Also er wongelt immer noch in seinem Pickup rum. Leute, ihr unterschätzt das immer. Das ist hier voll, ey. Der hätte auch einen Millimeter weiter vorfahren können, ey. Er hätte mir besser hinstellen können. Ja, Hauptsache wieder motzen. Ganz ehrlich, Rainer, du bist einer der letzten Menschen, die sich darüber beschweren sollten, wenn andere Leute Scheiße fahren. Du bist einer der schlechtesten Autofahrer, die ich jemals gesehen habe. Ist es euch eigentlich auch schon mal aufgefallen, dass man über egal was er sich beschwert, er ist immer der Superlativ. Und zwar im Negativbeispiel. Rainer ist ein wandelnder negativer Superlativ. Er ist der fetteste, er ist der ungesündeste 32-Jährige, den ich jemals gesehen habe. Einer der schlechtesten Autofahrer, die ich jemals gesehen habe. Einer der unsympathischsten Charaktere, die ich jemals gesehen habe. Einer der egoistischsten und narzisstischsten Fettbeutel, die es gibt. Er ist immer der negative Superlativ von allem. Ich glaube, irgendwann müssen wir dann nochmal eine Steigerung vom Superlativ erfinden. Weil irgendwann sprengt er die Skala. Dann ist Superlativ nicht mehr aussagekräftig genug. Da muss irgendwie, keine Ahnung, der Winklerlativ noch oben drüber. Ja. Was soll's? Was soll's? Jetzt die Schnauze, da ist doch gar keiner von mir. Ist dein Auto kaputt, Rainer? Sag mal, ey, hast du auch ein Gaspedal, Junge? Kribbel dir mit 80 rum. Ja. Da kennt ihr jetzt schon wieder. Das ist einer von diesen Autobahn-Rambos. So, ich habe mir jetzt ein großes Auto gekauft und jetzt gehört die Straße mir. Ja, die war im Preis mit drin. Und dann meddelt er da in der Gegend umeinander und hupt und fährt nah auf und schneidet die Leute wahrscheinlich und motzt die ganze Zeit. Solche Leute habe ich richtig gern. Ich meine, ich habe auch ein bisschen Autotourette. Aber so eine Scheiße bringe ich nicht. Heute sieht man mal wieder, wie blau meine Augen eigentlich sind. Das sieht man richtig gut. Schaut es euch an. In der Einstellung sieht man es ganz besonders gut, wie blau seine Augen sind. Rainer, du streamst von der Autobahn. Mit der wackeligen Kamera. Es ist, dass man überhaupt sieht, dass du Augen hast, ist ein Wunder. Wie blau seine Augen sind, Alter. Haben mich schon wieder ein paar Vollpfosten fotografiert. Ich weiß nicht, ob die das jetzt veröffentlichen. Ich persönlich hoffe ja nicht. Ich hoffe doch schon sehr. Ich habe mal ein geiles TikTok-Video gesehen. Und zwar ging es da so darum, haben sie, weil wir in Deutschland haben ja freie Autobahn. Das haben sie ja in anderen Ländern nicht. Ja, in Russland, in Italien und so. In den USA darf man, glaube ich, nicht mal 100 fahren. Wobei das ist ja in Meilen gerechnet. Wenn man bei uns Ja, man kann bei uns schneller fahren als in anderen Ländern auf bestimmten Abschnitten von der Autobahn. Kommt zum Punkt, Rainer. 180, 200 fährt, das ist für die unglaublich krank, weil das ist halt einfach so schnell. Das sind die nicht gewöhnt. Für uns als Deutsche 220 so. Gähn da, hock nebendran, gähnt. Ja, du bist so cool. Du kannst mit 220 fahren und das langweilt dich.
Eigentlich hätte er bei The Fast and the Furious mitspielen sollen. Das ist das, wo er sich sieht. Ja. Er ist einer von den hier für die Familie. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Und der Ami hockt den Tag, schreit voll rum so, ja, nicht so schnell, fährt bis 180. Wobei man dazu sagen muss, es gibt eigentlich, zumindest bei den Autobahnen, die ich kenne, gibt es eigentlich kaum Autobahnen, wo du wirklich 300, 310 ausfahren kannst. Das geht nicht. Ja, es ist auch brunzbieselblöd, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das Schnellste, was ich jemals gefahren bin, war knapp über 200 und da wird die Autobahn schon sehr, sehr schmal. Und wenn jemand irgendwie 250, 300 fährt, kann er mir nimmer erzählen, dass er da irgendwie die Situation vollkommen unter Kontrolle hat. Weil du so schnell unterwegs bist, dass das Geringste passieren muss und das schnallst. Aber so weit denkst du gar nicht voraus. Du denkst einfach bloß, ey, ich habe das Auto mit dick PS und damit heizt ich jetzt über die Autobahn wie ein Gestörter. Mach, Rainer. Mach, Rainer. Ich wette, dein Auto braucht dann richtig wenig Sprit. Nee, weil überall halt Autos, LKWs und so weiter sind und rüberfahren und so. Ich merke gerade, ich muss auf der... Jetzt hätte ich fast gesagt, auf welcher Autobahn ich bin. Es wäre fast dumm gewesen. Alter, mit der Fresse, ey. Ja, Assi-Zahnlücke. Ist ja wieder nach Hause, nach hinten losgegangen. Der Diesel kostet momentan, wie gesagt, ich habe 2,19 getankt vorhin. Na gut, ich achte normalerweise... Ja, Rainer, du tankst auch momentan an eine scheiß Autobahnraststätte, weil du zu lack bist, dass du runterfährst in den nächstbesten Ort rein und dann einfach den Diesel für 20 Cent weniger kriegst. Aber ist ja wurscht, du hast es ja. Meine lieben Drachis, das ist, wofür Rainer sein Geld ausgibt. Der verbrät unnötig Sprit, damit das er Vollgas mit dem Ranger über die Autobahn heizt. Für Nutten schmeißt das raus und für überteuerten Kaffee und Energy Drinks an der Tanke. Hat sich rentiert, dass ihr ihn unterstützt habt. So auf die Preise, weil letzten Endes ist es mir schnurzpiep egal. Weil letzten Endes, ich muss eh tanken, es hilft Ja, letzten Endes. Weil wenn ich Ja, letzten Endes muss ich eh tanken. Das ist diese Logik von wegen, ja, hier die Spritpreise sind hoch, interessiert mich nicht, ich tank eh immer bloß für 20 Euro. tanke, dann tanke ich gleich voll. Weil ganz ehrlich, was soll denn Nonsens? Man muss dazu sagen, früher konnte ich mir das nicht leisten, da habe ich mir bloß einen 10er getankt, weil ich halt bloß 20 Euro in der Woche hatte. BMW, Mercedes und VW-Fahrer und Audi sind die schlimmsten Fahrer, ganz ehrlich. Alles, was nicht Ford ist, sind alles die schlimmsten Fahrer. Rainer, du fährst wie eine gesenkte Sau. Und du bist auch einer der wenigen Leute, die ich kenne, die wirklich aktiv versucht haben, Menschen zu überfahren. Du solltest dann bald ganz, ganz flach halten, wenn es darum geht, wer scheiße Auto fährt. Nee, komm, das ist nur Spaß, Leute. Alles gut. Und wieso bremsen die jetzt um Himmels Willen? Ich will doch Gummi geben. Wir präsentieren Qualitätscontent. Der setzt sich in sein Auto, wongelt durch die Gegend und macht. Und jetzt geben sie wieder Gas, ey. Habt ihr schon mal was von Spritsparen im Autofahren gehört? Nö, ne? Glaube ich auch nicht. What the Ne, Rainer, du? fuck? Im Moment fahre ich ihn. Für die Leute, die sich übrigens interessiert, ich fahre ihn aktuell auf 11 Kilometer. Ja? Meine Damen und Herren, Rainer fährt sein Auto auf 11 Kilometer. Rainer fährt so schlecht, dass er mit einer Tankfüllung genau 11 Kilometer weit kommt. Also auf 11 Liter auf 100 Kilometer. Das ist höchstwahrscheinlich Lülülü. So wie du hier gerade in der Gegend umeinander paced, ist das 100%ig Lülülü. Das ist ein riesengroßen Pickup, der wiegt enorm viel, mit dir nochmal eine Vierteltonne mehr und du paced damit über die Autobahn wie ein Gestörter. Ich glaube nicht, dass du den auf 11 Liter fährst. Und seit dem letzten Reboot bin ich 1874 Kilometer gefahren. Ich fahre mal kurz am Rasthof hier kurz mal raus, weil ich noch was machen möchte. Ich brauche
Du brauchst. Machst du gerade wieder Battle-Liste? Ach nee, das ist ja gar keine Adresse mehr, wo du es hinschicken kannst. Ich brauche das hier, ich brauche das hier, genau. Was zum Fick? Nein! Ach, Rainer! Nein! Nein! Oh, meine. Das hat jetzt sein müssen, oder? Das hat jetzt wirklich sein müssen. Erst die Nuttengeschichten und dann das. Hat keiner gesehen? Manchmal, ne? Das hätte lieber keiner gesehen. Im Übrigen, auch hier seht ihr mal wieder, wie wunderschön blau seine Augen sind. Möchte man die Leute einfach aus dem Auto rausziehen und so lange ausschellen, bis sie begreifen? Mach, Rainer, mach das. Das macht sich sicher gut. Wenn du das jetzt machst, dann kommt die Anzeige noch durch, damit die Staatsanwaltschaft das noch in der nächsten Verhandlung nochmal vorbringen kann. Das heißt hier, ja, der Herr Winkler hat sogar zwischen den beiden Verhandlungen, der Originalen und der Berufung, nochmal hier Leute aus dem Auto rausziehen und so lang geschellt bis. Ne? Wie man im Auto fährt, ganz ehrlich. Wir kommen gerade, also auf der anderen Seite natürlich, kommen mir zwei rosa LKWs entgegen. What the fuck? Pinky Hater auch unterwegs oder was? Nur damit du Bescheid wisst, ich bin der Frank. Oh mein Gott. Oh, war das wieder smart. Oh, Rainer. So schlagfertig. Hier rosa LKWs, weißt du, weil das ist lustig, ja? Das ist lustig, weil die Hater alle schwul sind. Und schwul ist in Rainers verquerem Weltbild immer noch ein Schimpfwort. Und deswegen ist das jetzt funny. Haben wir alle gelacht. Leib und Seele. Und auch wenn meine Dorfbewohner, meine Nachbarn, die Assis. Warte mal, was? Jetzt habe ich irgendwas verpasst. Geht der auch unterwegs oder was? Nur damit du Bescheid wisst, ich bin der Franke mit Leib und Seele. Ja, du bist der Franke mit Leib und Seele. Jetzt kommt wieder irgendein pathetischer Bullshit. Und auch wenn meine Dorfbewohner, meine Nachbarn, die Assis. Meine Dorfbewohner, die Nachbarn, wenn die. Alter, sind sie schon wieder Assis. Und du wunderst dich, warum die froh sind, dass du weg bist. Und das kann man auch echt anders nicht bezeichnen. Doch. Doch. Das sind deine ehemaligen Nachbarn, die du über Jahre hinweg terrorisiert hast. Und jetzt sag nicht, dass es die Hater waren. Du bist der Grund, warum die da waren. Du bist der Typ, der nachts die Alarmanlage hat laufen lassen. Du bist der Typ, der 20 Mal am Tag die Bullen angerufen hat. Du bist, um es zusammenzufassen, derjenige. Und denjenigen, den wollten sie nicht mehr haben. Und deswegen sind sie heilfroh und das kann ich nur nachvollziehen. Wir machen nämlich ein großes Dorffest. Ja, auch das kann ich nachvollziehen, dass die ein Dorffest schmeißen. Ja. Sag mir, ganz ehrlich, Dieter, sag mir noch Bescheid, wann das Dorffest ist. Ich komme vorbei, ich mach mit. Das geht nicht, Rainer. Ist nur anliegerfrei. Darfst du gar nicht durchfahren, das ist ein Schwerverbrechen. Ganz ehrlich, kein Ding. Nein, ernsthaft, voll daneben. Aber wir sehen uns in der Hölle. Wir sehen uns in der... Er hasst diese Leute wirklich. Schaut euch das mal an, mit was für einem Abscheu er das gerade gesagt hat. Der hasst diese Leute abgrundtief, bloß weil sie ihm nicht das Popöchen gepudert haben. Bloß weil die nicht gesagt haben, hier, ja, armer Rainer, du willst ja nur YouTube-Star werden und die hassen dich alle vollkommen grundlos und wir helfen dir gegen Mobbing. Nein, die haben gesagt, Rainer, du bist bei uns ein bisschen deppert. Ja, du kannst nichts, du bist absolut talentlos und charakterlos und charismalos. Und hör bitte auf mit dieser Scheiße im Internet und der permanenten Provokation, damit die Leute hier nicht mehr herkommen, damit wir unsere Ruhe haben. Das haben die gesagt. Das ist vollkommen zu Recht. Und deswegen sind wir in der Hölle wieder. Und wenn du mich nicht erkennen solltest, ich bin der Typ mit der Mistgabel. Also erstens, er wird dich erkennen und zweitens, ja, Mistgabel passt gut. Du bist nämlich ein so brutaler Bauernfünfer.
Ja, also mit dem Dreizack. Das glaubt er. Rainer, für Leute wie dich gibt es einen ganz besonderen Platz in der Hölle. Ach ja. Ich werde jetzt dann gleich noch aussteigen, werde dann kurz noch eine rauchen. Also wir sehen uns dann gleich. Ich mache das jetzt bewusst so gerade, damit man jetzt so viel sieht. Ja, oh, man sieht zu viel, Rainer. Jetzt muss ich noch mal kurz was gucken. Oh, Das ist ja wieder Top-Content hier. Blondine. Was hat er gesagt? Oh, Blondine. Die wird wieder nicht angeschrien. So, da juckt ihm der Pensi. Der Typ ist so over the top ekelhaft einfach. Blondine, gleich anschnallen und hinterher. Das ist wie bei Borat. Oh, there's a woman in the car. Let's go have a sexy time with her. Ich muss mal schauen, wenn ich in einem Hotel bin, ob es da Ding gibt. Massage oder so. Ja. Die ist schon klar, dass auch die Leute sagen können, nee, machen wir nicht. Oder kostet's 4-fache, weil du 4-mal so viel wiegst wie ein normaler Mensch. Und ich glaube auch, Massageliegen haben eine maximale Belastungsgrenze. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Elefantenbaby wie du, ob das die Massageliege aushält. Weiß ich nicht. Da gibt es ja manche Hotels, bieten das ja an. Mir tut echt das Kreuz weh und der rechte Lungenflügel, wenn ich tief Luft hole. Ja, will immer weniger rauchen. Ich kenne das schon von früher, das habe ich früher schon gehabt. Liegt am Übergewicht, Rainer. Wenn ich verspannt bin oder so. Nee, ich habe schon 2 Impfungen, aber die Boosterung fehlt halt noch. Und die zweite Impfung zählt auch erst in 4 Tagen. Das heißt, dass du dich erst im Januar hast pieksen lassen, obwohl du gesagt hast, du wärst schon ganz, ganz, ganz lange geimpft. Ich kann erst in 4 Wochen und 3 Tagen oder 4 Tagen erst mich boostern lassen. Wenn das stimmt, was ich mitgekriegt habe. 4 Wochen muss man... Ja, was heißt da mitgekriegt? Du musst dich doch informieren, Rainer. Rainer, du hast dich jetzt extra impfen lassen, damit du diese Deutschland-Tour machen kannst. Und du hast keine Ahnung. Es ist auch nicht so kompliziert. 3 Monate nach der zweiten Impfung boostern lassen. Fertig. mittlerweile machen, glaube ich. Vorher war es ja 3 Monate oder so. Ja, ist aber halt trotzdem scheiße, weil kann man sich ja nicht richtig impfen lassen. Das Geräusch, was ihr gehört habt, war die Ansage, dass ich gerade Ding habe. Ding. Ja, das Gegenteil von Zeug. Dass ich zu lange Auto fahre, ohne Pause. Was Schwachsinn ist, weil ich gerade erst eine Pause gemacht habe. Was für ein Arschloch, dieses Auto. Ist auch ein Hater. Jetzt bremst du schon wieder runter. Heftiger Hater, der Ranger. Da ist doch niemand vor uns. Was laberst du denn für einen Scheiß? Neulich, letzte Woche, als ich von Hamburg runtergefahren bin, und da ist einfach mal ein Dodge. Warte mal. Letzte Woche, als du von Hamburg runtergefahren bist. Ich hätte gedacht, du bist heute von Hamburg runtergefahren. Was stimmt jetzt, Rainer? Ram neben mir, so ein Ford, so ein Dodge Pickup, ne? Einfach mal hat sich neben mir hingestellt. Ey, das war so eine geile Karre. Vor allem, ich will gar nicht wissen, wie viele Newtonmeter der hat. Rainer, du weißt nicht einmal, was Newtonmeter bedeutet. Meine hat ja schon 5,5. 5,5 Newtonmeter, genau, das auch. Ja, also wenn deiner schon 5,5 hat, dann hat der dort schon irgendwie 6,5 Newtonmeter. Ich kann immer. Oder 5,6 sogar. Ich will gar nicht wissen, was der Dodge Ram hat. Der hat ja bestimmt noch mehr. Das ist meine, der so komische Geräusche gemacht hat gerade. Das gefällt mir gerade gar nicht. Wieder bitte sag, dass der Ranger kaputt ist. Bitte, bitte, lieber Gott, bitte sag, dass der Ranger kaputt ist. Dann glaube ich wieder an dich. Ja, ich fahre ja jetzt raus, dann kann ich mal kurz gucken.
Eigentlich war ich erst Werkstatt, um alles noch checken zu lassen, bevor ich die längeren Touren mache. Das könnte natürlich auch der LKW neben mir gewesen sein. Der Ja, Rainer. Du hast sie vielleicht auch einfach wieder über den Tisch ziehen lassen. Für 40.000 Euro Auto gekauft, so ein Monster und dann ist kurz darauf ist putt. komische Geräusche gemacht hat gerade. Ach, oder das war die Dose, die noch in der Ding rumeiert. Okay. Aber er räumt ja sein Auto auf. Ich möchte, uns scheiß, der komplette Fußraum ist zugemüllt. 100%ig. Wenn die hintere Tür aufmacht, dann fliegt ihm der ganze Monsterschüssel entgegen. Ihr macht einmal die Tür auf, hält eine Tüte dran, 80 Euro Pfand, Batsch. Jetzt macht er keine Geräusche mehr, wenn ich lenke oder so, oder wenn ich bremse. Würde mich nämlich wundern. Erstens mal ist es ja ein Vielleicht liegt es daran, dass du dann die Fresse gehalten hast. Vielleicht ist das das Störgeräusch. relativ neues Auto. 2 Jahre alt. Nee, der macht komische Geräusche beim Gas geben. Ich habe auch das Gefühl, der bremst stärker runter, als er sollte. Jetzt ist es nicht, das kommt nicht auf. Glaubt ihr gerade auch, dass er mit angezogener Handbremse fährt? Komisch. Wenn ich Gas gebe, dann bremst der irgendwie und macht komische Geräusche. Rainer, in der Mitte von der Armatur ist meistens so ein Hebel. Mach mal runter den Hebel, so weit wie er runtergeht. Vielleicht wird es dann besser. Kommt eigentlich aus der Fahrerkabine, deswegen hätte es mich auch gerade gewundert, wenn es das Ding gewesen ist. Das kommt von unten. Irgendwie von der Vorderachse. Bitte lass den Ranger kaputt sein. Bitte, 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 bitte. Boah, mach jetzt keinen Scheiß, Alter. Ich habe mir ein nagelneues Auto gekauft, dass ich keine Faxen mache. Du hast ein 2 Jahre altes Auto gekauft. Hast du ja gerade gesagt. Nagelneu war es nicht. Andererseits muss ich sagen, war auch schon gerade komisch, dass er gerade so runtergebremst hat, obwohl niemand vor mir war. Aber eigentlich ist er erst überprüft worden. Kann ich gerade nicht ganz nachvollziehen. Ich hätte gedacht, hier Ford sind die zuverlässigsten Autos und da fehlt nie irgendwas. Und jetzt hast du ihn vorher noch überprüfen lassen. Dann kann doch gar nichts fehlen. Mir echt Sorgen. Das ist alles andere als geil, wenn er jetzt wirklich in der fucking Problem hat, dann könnte ich kotzen, ey. Bitte, 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 bitte. Ich muss heute noch in den Sternenhimmel schauen. Wenn ich eine Sternschnuppe sehe, dann wünsche ich mir, dass der Ranger kaputt ist. Ich habe mir extra ein nagelneues Auto gekauft, damit sowas nicht passiert. Ich hatte gedacht, wenn ich Probleme im Auto habe, dann erst in 4, 5 Jahren. Oder von mir aus auch. Ja. Ach, wisst ihr, was das sein könnte? Nee, kann es gar nicht sein. Hä, ich habe das doch voll umgestellt. Ich stehe jetzt gerade immer an der Tankstelle. Ich werde jetzt gleich tanken und dann haben zu essen. Jetzt holt er sich wieder an der Tanke was zum Fressen. Weißt du, was andere Leute in der Situation machen würden? Die würden vielleicht irgendwo mal runterfahren von der Autobahn, vielleicht irgendwo, wenn sie denken, hier ist gerade schön, in irgendeinen Ort reinfahren, sich den Ort anschauen, da was essen gehen, in der Wirtschaft, die vielleicht lokale Spezialitäten hat oder sowas, was man halt macht, wenn man so eine Deutschlandtour macht. Dass man was mitkriegt von der Welt. Nee. Rainer fährt über die Autobahn, hier Retortenmaschinen, Kaffee, Wurstsemmel, TK-Schnitzel, Monster Energy und weiter geht das. Ja. Rainer macht eine Deutschland-Tour und besichtigt alle Sanifair-Toiletten dieser Republik. Ich werde an der Stelle hier den Stream beenden. Will ich mich heute Abend nochmal aus dem Hotelzimmer oder so mal gucken. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, schauen wir mal, sagen wir dann schon. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich danke euch, dass ihr mich jetzt begleitet habt auf der Reise soweit. Und ich halte euch auf dem Laufenden über Posts oder sowas. Bin ich ja mal im Zeug. Ne? Ja, Zeug oder Ding. Also, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ja. Bitte, bitte, bitte mach das, dass der Ranger kaputt ist. Ich würde mich so freuen. Ach, ja. Schadenfreude ist doch die schönste Freude. Hoffentlich ist der Ranger kaputt. Mit den Worten entlasse ich euch in eine ruhige Nacht. Und wir sehen und hören uns, wenn der Dicke das nächste Mal irgendwas ins Internet mettelt. Mehr Love.